was ich zu tun habe und wie ich zu richten habe. Das ist Tawhid Rububiyya, ist das. Zum Tawhid Rububiyya gehört der Glaube, dass man daran glaubt, dass Allah das Recht hat, in deine Affären einzugreifen. Dass Allah das Recht hat, ihnen vorzuschreiben, was du zu tun hast. Wenn ich im Fernsehen gefragt werde, ja, was ist mit Steinigung? Und ich sage, das ist das, was Gott offenbart hat. Und Islam bedeutet sich Gott ergeben. Dann haben wir die Botschaft rübergebracht. Ja, vielleicht kriegst du danach Probleme. Probleme? Ach, ich kriege Probleme, wenn ich die Botschaft nicht überbringe. Ja, ayyuha Rasul, balligh ma unsila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka min an-nas. O du Gesandter, verkünde offen, was von Allah zu dir herabgesandt wurde. Und wenn du es nicht tust, so hast du die Botschaft nicht überbracht. Und Allah wird dich vor den Menschen schützen. Schau dir das Leben an. Schau dir die Geschichte von Ashab al-Ukhdud an. Dieser Junge, weil er zu Allah gerufen hat, weil er gesagt hat, der König hat keine Macht. Allah hat die Macht. Allah hat die Macht zu einem. Allah ist mein Gott. Wollte der König diesen Jungen töten und hat ihn auf einen Berg gebracht. Und sie sollten ihn vom Berg runterwerfen. Dann hat er Dua gemacht. Allahumma afini bi mashita. Oh Allah, genüge mir ihm gegenüber, mit was du willst. Und die sind vom Berg runtergefallen. Dann hat der König gesagt, ihn ins Meer geschickt, mit Leuten, die ihn ertrinken sollten. Dann hat er wieder Dua gemacht. Allahumma afini bi mashita. Oh Allah, genüge mir mit dem, was du willst. Dann sind die ertrunken. Was hat der Junge dann gesagt? Hat er zu ihm gesagt, ich kann dir etwas geben, wie du mich töten kannst. Versammelt alle Menschen, alle, und dann nehme den Bogen und spanne den Bogen und sage, im Namen Allahs, des Herrn von diesem Jungen. Und schieße den Pfeil und wirst mich töten können. Und er macht das und er tötet den Jungen. Und daraufhin fangen alle an zu glauben, die das gesehen haben. Er hat gesagt, hol die alle, lass die alle sehen. Er hat sich selber dafür geopfert, damit die Botschaft rüberkommt. Und alle haben geglaubt. Heutzutage sagen die dir, lieber nicht sagen, was die Wahrheit ist. Lieber den Mund halten, sonst könntest du beobachtet werden. Ach, der Junge, der war bereit, getötet zu werden. Die Leute sind heute noch nicht mal bereit, beobachtet zu werden. Ach, dann weißt du, was der Islam wert ist. Danach, alle haben geglaubt. Dann hat der König gesagt, er hat euch erlaubt zu glauben. Da haben die einen Graben gegraben. Und was haben sie gemacht? Feuer reingelegt. Und allen gesagt, nimm den Glauben auf, wir verbrennen dich. Die haben gesagt, nein, wir verbrennen uns. Und eine Mutter steht am Graben mit ihrem Kind und die Mutter denkt daran zurückzugehen. Und dann sagt das Baby, das ist ein Wunder, Mutter haben geblut. Sind verbrannt worden. Und da sind die Surah al-Buruj. Was sagt Allah in Surah al-Buruj? Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-harim. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen versuchen so haben wird in die Hölle und dann keine Toba machen, so kriegen sie die Strafe des Jahannams und die Strafe des Verbrennens. Und dann redet er über die Gläubigen, die dort verbrannt worden sind. Und was sagt er da? Dies ist der gewaltige Erfolg. Das heißt, der gewaltige Erfolg lag darin, dass die standhaft geblieben sind. Dass die verbrannt worden sind. Verbrannt, Achi, verbrannt! Gibt es einen schlimmeren Tod, als verbrannt zu werden? Verbrannt, und da sagt Allah, das ist der große Erfolg. Nicht nur Erfolg, das ist der große Erfolg. Subhanallah, Leute, das ist, was wir verstehen müssen in dieser Religion. Diese Religion ist nicht nur Religion von Essen und Trinken. Oder von gesellig zusammensitzen. Es ist schön, wenn wir gesellig zusammensitzen. Es macht Spaß. Aber es geht darum, die Botschaft zu überbringen. Und es geht darum, keinen Millimeter zurückzugeben. Das Beste ist, Leute, die können uns nur einschränken, weil die anderen Muslime mitmachen. Weil die anderen Muslime sagen, ja, wir distanzieren uns, wir haben nichts damit zu tun. Heute haben wir ein Interview bekommen. Ihr müsst euch mal vorstellen, dieses Interview. Ich hoffe, das kommt in Message ungefähr. Die haben mich gefragt. Versteht ihr, die denken, sie hätten es, weil die haben es immer zu tun mit Leuten, die werden interviewt, dann stehen da und haben voll die Muffe und fangen an zu zittern. Dadurch hast du schon keine Wirkung. Verstehst du?
das ist das, was ich eben gesagt habe, ja? Wo einmal die Worte, die du sagst, dann wie du sie sagst und die Körpersprache. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Guck mal, mit diesem Fall, diese French, wer hat das gesehen? Wo ich den niedergemacht habe. Wo er mir die Frage stellt, ja, in Ihrem Video sagen Sie, Angela Merkel, verstehst du? Nehmen Sie den Islam zu Ihrer eigenen Sicherheit an. Jetzt guck mal auf. Wenn ich das stehe, ja, ach so, nee, ich habe das so gemeint, ich meinte damit nur, weil der Islam ist ja die Sicherheit. Da denkst du, was sage ich? Kein Problem, Allah sagt im Koran, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Das heißt, dass der jenseits die Sicherheit hat, nicht in die Hölle zu gehen. Nur die Wirkung ist direkt vor. Ich hätte auch nur so sagen können. Nee, kein Problem, haben Sie falsch verstanden. Habe ich jetzt schon widerlegt, nur von der Wirkung her. Versteht ihr das? Nur von der Wirkung her, nur von der Wirkung her, hast du schon widerlegt, wo du gar nichts gesagt hast. Das hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und möge Allah uns zu denen machen, die Gott fürchten. Und wenn du nicht Gott genug fürchtest, dann wird er dich dazu bringen, dass du so die Schöpfung fürchtest, dass du nur noch am Zittern bist. Glaubst du? Das ist das Problem. أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Fürchtet ihr sie, so ist Allahs Mehrwert, dass ihr sie fürchtet, wenn ihr gläubig seid. Das ist das die Wirkung. So heute die Frage nicht, ja, hören Sie mal einen Vogel folgendermaßen, Sie haben ja, hier waren ja sehr viele Jugendliche, Sie haben ja eine große Verantwortung für die Jugendlichen. Ja, Gott sei Dank, natürlich, wissen die Leute, die Jugend zum Guten rufen. Das kommt direkt aus der anderen, ja, wissen Sie, ja, das bin ja nicht nur ich, der Verantwortung für die Jugend. Da wirst du direkt wie, ach, als wenn du ein geschlagener Hund bist, verstehst du? Aber diese Sache, ja, kein Problem, das ist so und so, wir sind auf dem richtigen Weg und wir bringen den Jugend ein gutes bei, ein gut, dass solche Leute wie ich die Verantwortung dafür bekommen. Dann sagt die zu mir, ja, der Verfassungsschutz sagt ja, dass sie also zur Radikalisierung beitragen und das könnte dann am Ende im Terrorismus enden. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Der Verfassungsschutz hat keine Ahnung, was ich gesagt habe. Der Verfassungsschutz, das sind die Leute, die den Terrorismus fördern, weil die so Leute wie mir die Moscheen hier zumachen und die Leute von den Moscheen beeinflussen und Angst einjagen und zur selben Zeit lassen sie andere Leute, die für Terrorismus sind, agieren. Das muss man vorstellen, was das für eine Wirkung hat, wenn das im Fernsehen kommt. Aber wenn das so steht, versteht ihr die Wirkung, Leute, das ist eine ganz wichtige Sache. Deswegen müsst ihr euch vorher von gewissern. Und eine Sache wissen, der Islam ist die Wahrheit. Und solange du die Wahrheit verkündest, ist es egal. Die können um dich herum wie ein Rumpelstilz durch die Gegend springen und sich ärgern und Saltos schlagen. Versteht ihr? Bring die Wahrheit rüber. Dann gibt es viele Leute, die erzählen dir, sage doch nicht sofort, dass der den Islam nicht annimmt und in die Hölle geht. Das musst du doch nicht sagen. Du musst mit Weisheit an die Sache rangehen. Mit Weisheit. Wir fragen erstmal, wer ist denn derjenige mit der größten Weisheit in dieser Uhr? Dann führt Mohammed viele so auf. Okay? Dann gehen wir mal in die Sunna und schauen mal, wie der Prophet aufgerufen hat. Das erste Mal, wo er befohlen wurde aufzurufen, ist Kum fa'andir und Wa'andir Ashiratul Akrabin. Das sind die ersten Mal. Was hat er gemacht, als ihm das befohlen wurde? Dann ist er hingegangen auf Jabal Safwa. Wa'akhadha yunadi Ya Ma'ashara Quraysh. Wo ihr Leute von Quraysh kommt her? Dann sind sie gekommen. Dann hat er gesagt, was würdet ihr tun, wenn ich euch sage, dass in diesem und jenem Tal ein Heer ist, das über euch herfallen will? Würdet ihr mir glauben? Dann sagen sie, na, ja, wir haben von dir noch nie eine Lüge gehört. Was sagt er danach? So will ich euch warnen vor einer heftigen Strafe. Nuh a.s. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Was sagt er? Oh mein Volk, ich bin euch ein deutlicher Warner an وتقوا وتيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويعذركم لأجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر كنتم تعلمون.
und so weiter. Diese ganzen Dinge. Er warnt die Leute. Hut. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Der ganze Koran ist voll. Der Koran ist zur Warnung herabgesandt worden. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم لدا. Wir haben den Koran leicht in deiner Zunge gemacht, damit du damit gottesfürchtigen Leute die frohe Botschaft gibst und ein hartnäckiges Volk warnst. Was ist denn Warnung? Ist Warnung,